Und somit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Planet Zoo. Wir sind wieder im Zoo angekommen, zur dritten Folge. Schön seid ihr wieder mit dabei. In unserem wunderbaren Zoo. Hier in Bassville. Und merci noch für all die Namensvorschläge unter der ersten Folge. Ich habe die ersten paar schon gelesen. Ich werde aber gleich allen anderen noch, die das Video vielleicht ein bisschen später schauen, noch die Chance geben, dort noch helfen abstimmen, helfen weitere Ideen und Namen drunter schreiben. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, macht es unbedingt jetzt. Und ich kann fast nicht hören, da unsere Warzenschweinchen zu beobachten. Oh, sie sind Kuscheln. Hallo. Hallo. Wow, ruhig. Ja, wir sind wieder back im Zoo. Der läuft auch schon fein, ein bisschen gut, sehe ich, aber wir machen natürlich immer noch ein fettes Minus. Ja. Jetzt noch. Jetzt machen wir das Plus. Okay. Okay, das stellt sich schon mal heftig an für das Trinken. Für Informationen. Also die Leute haben Durst. Alter, wie viel ist da anstehen? Sollten wir echt noch den zweiten nebendran setzen? Wenn wir echt das schnell noch erledigen. Welcher ist das gewesen jetzt? Das ist jetzt wieder die grosse Frage. Gästeeinrichtung. Ich glaube, da war es. Aber dann muss ich zuerst Hats, Hotdog, Gualpe Soda, Slushy, Energy. Dann machen wir ein bisschen Energy. Unsere Leute brauchen Power für unsere Zoo zu erkunden. Wie kommt das auch noch raus? Energy. Und ich weiß nicht mehr, ob die da direkt nebeneinander sind. Ich glaube schon. Noch Hotdog schon. So. Diesen. Nein, aber nicht. Genau, mit denen haben wir es gemacht. He? So. Jetzt sehe ich fast nicht mehr, weil es Nacht ist. So stimmt das, oder? Jetzt von hinten aus. Ja, ich glaube, es ist gut. Und dann der Nest geht nebendran. Jetzt wird es Nacht. Und mein Zootier läuft auch durch das Bild. Hundi, wo bist du? Komm, Horti, komm her. Komm, wo ist Horti? Hallo, sag wo ist Horti? Zoo schauen, gell? Uah, gehen wir nicht runter. So, und da unser Zoo. Sag hallo. Den tun wir jetzt hier in Zoo. So. Lass mich die Lampe lassen, gell? Gut. Das braucht noch Verkleidung da. Irgendwie so klein. So, ist glaube ich nicht schlecht. Kommt ein bisschen weiter vor als das andere. Egal. So. Können wir echt irgendwie Tag-Nacht-Rhythmus irgendwie einstellen? Fernbedingungen. Wetter. Okay. Es wird morgen. Wir machen dick Minus, Mann. Das gefällt mir nicht. Hey, schau mal den Sonnenaufgang. Gut, ein Wahnsinns-Zoo ist es jetzt natürlich noch nicht, weil wir einfach ein Warzenschweinchen. Und ich würde sagen, wir kümmern uns gut mal um das nächste. Hey, unser Energy trinken. Geil, warum haben die alle so Durst? Ist es so Bratscheiss hier?
Jetzt sind die Auto vor. Wenig Geld, ja, das weiß ich selber. Oh! Martinschwein wird sich bald paaren. Geil. Nice. Aber es geht auch so schnell. Ich glaube, hier müssen wir so Personal anstellen. Kann das sein? Mitarbeiter. Verkäufer. Gehen wir mal hierher. Gehen wir mal hierher. Ah, okay, da muss ich sogar noch einen mehr haben. Der vom Infostang ist auch wieder übergesäckelt. So. Weil die kosten uns zwar alle Geld, ist ja klar, aber sie verdienen auch Geld, wie man sieht. Weil die Leute haben in unserem Zoo bis jetzt nicht viel anderes zu tun, als auf die WC gehen, etwas trinken, etwas fressen, die Warzenschweine ein bisschen anschauen, hoffentlich die Spendenbox zu nutzen. Vielleicht sollte ich die da drüber stellen. What? Okay, nein, die steht gut. Die spenden. Gut, so weit so gut. Und dann würde ich sagen, wir machen hier unser nächstes Cake. Und machen schon so ein bisschen unsere erste Hauptattraktion. Weil ich eben denke, wir könnten hier so ein bisschen hingern gehen, dass sie da so ein bisschen einen Ruhebereich haben und hier vorne dann für dass sie die Leute beobachten können. Das war so meine Überlegung. Plus natürlich, scheiße, der mit dem Mitarbeiterweg. Den müssten wir natürlich auf dieser Seite auch noch haben. Aber die können wir ja hier so durchziehen. Und dann hier den Eingang vom Cake machen. Gut, Barriere. Ich sage, fangen wir mal wieder mit blickdichtem Einwegspiegel an. Das Bänkchen muss auch wieder weichen da. Ich weiß zwar nicht, wie widerstandsfähig das ist. Widerstandsgrad 2, Widerstandsgrad 5. Wir können es probieren. So, weil unser nächstes Tier soll ein bisschen heftiger werden. So. So. Und dann würde ich sogar ein bisschen kürzer machen noch. Dass das etwa gleich ist wie auf der anderen Seite. Kommt her, he? Vielleicht noch ein Mühe. Zurück. Voilà. Und nachher da wieder die rote Ziegelwand. Klepfen die so rüber. Dann haben wir wirklich bis hinten an die Zoogrenze. Fast einmal. So rüber. Kommt da hinten noch ein Mitarbeiter durch irgendwie? Nein, da. Das ist egal. Ein bisschen Eisen. Ich hoffe, die Mauer ist genau hoch. Gut, das kommt ganz darauf an, dass wir jetzt so ein Tier rein tun. So. Und so. Jetzt würde ich gerne da noch. Nein! Blödsinn. Hallo? Ich will das da. So. Da noch ein bisschen. So. Dann brauchen wir hier eine Tür. Können wir die überhaupt ins Glas tun?
Das ist die grosse Frage, Wie ist es gegangen? Das zieht man dort wieder aus. Egal. So, und dann müssen wir natürlich schnell den Küdenkübel überstellen. Den Bänkchen überstellen. So. Und das sollte das eigentlich worken. Ja, gut. Komm, egal. Das passt schon. Ich finde es einfach geil. Schön wieder da zu sein. Schön. Okay, und jetzt werde ich nämlich mal gucken. Tierhandel. Da hat mir nämlich einen draufgebracht. In den Kommentaren, also jemand von euch. Ich kann den Namen sagen, ich weiß nicht, welchen Kommentar das, also wer das es geschrieben hat. Aber eine Anlehnung an einen anderen grossen Drogendealer, der einen Zoo hat aufgemacht. Also zwar für sich allein, wir machen es öffentlich. Aber die Idee kommt von ihm. Kann ich das... so, jetzt geht das grosse Suchen los. Checkt ihr's? Genau, wir suchen Nilpferde suchen. Ein paar Flusspferde, ein paar Hippos. Jetzt müssen wir noch mal schauen, welche. 17,9. Aber ich glaube, das hat gute Gene. Lebenserwartung 42%, Immunität. Ja, wir nehmen das. Weil wir haben unendlich Punkte, von dem her. Das haben wir doch jetzt genommen, oder nicht? Ja. Flusspferd Akili. Das ist aber auch nochmal ein Weibli. Wie ist das bei den Flusspferden? Was ist jetzt da schon wieder los? Wenig Geld. Ja, ich weiss doch, liebe Leute, wartet mal. Wie ist das bei den Flusspferden? Es hat doch hier irgendwo so ein Verzeichnis über Tiere. Wo tue ich das auf? Zoopedia, genau. Und dann gebe ich hier Flusspferd. Wie haben die so allgemeines Lebensraum, Artendaten? Gruppengröße ohne Jungtiere 3 bis 30, bis zu 1 Männchen und bis zu 29 Weibli. Okay. Das wollte ich mal wissen. Einfach 1 Männchen und Weibli ist egal. Dann können wir nämlich mehrere suchen tun. Ich habe Platz. Dann nehmen wir nämlich das Weibli noch. Und wir tun nochmal aktualisieren. Okay, mehr Weibli gibt es nicht mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen Geld, man, die Dinger sind teuer. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Männchen. Wenn wir das oder das können wir uns aber nicht leisten. Bleibt uns nicht anders übrig als das zu nehmen und zu hoffen. Gut, 67% Fruchtbarkeit ist okay. Aber dann sind wir einfach fast pleite, Mann. Und wir müssen noch den ganzen Scheiß bauen. Das ist mir keins mit Arterhaltungspunkten. Mann, komm jetzt, tu mal aktualisieren. Ja, komm, wir nehmen es einfach. Wir haben es, wir gehen es.
die ganze Kohle von unserem Drogenhandel fort. Und dann würde ich sagen, knallen wir da 30-jährig, Mann. Wie alt werden denn die? Dann knallen wir da mal eins rein. Und mit den Weibchen warten wir noch ganz schnell. Knallen wir da unser Nilpferd rein. Und dann können wir anhand von dem seinen Daten das Keg anpassen. Nein, was ich vorhin Angst hatte, ist, was ist, wenn sich das Viech gegen die Scheibe lehnt? Dann ist das einfach Feuer ab, oder? Und habe ich die Scheibe, die Scheibe verkehrt wegmontiert. Oder habe ich ein normales Glas genommen jetzt? Das war eigentlich nicht die Idee gewesen. Scheiße. Boah! Ein Hurentier! Oi! Hahaha, ein Hurenviech! Alter, lauf mir einfach nicht in die Scheibe, bitte. Geil. Also. Unseren Besucher gefällt es aber scheinbar. Das ist schon mal gut. Also, jetzt gehen wir da mal dahinter. Gelände. Graslang braucht es weniger, Erde braucht es mehr und Fels braucht es mehr. Fangen wir mit dem mal an. Fels. Das so ein bisschen. Dass man auch sieht, was da vor ist. Also Fels hat es genug. Jetzt braucht es noch Erde. Was da der Unterschied zwischen Erde leicht und Erde schwer ist. Auf jeden Fall ist das Gras jetzt wieder weg. Erde steigt an. Okay. Das ist aber immer noch zu viel Gras. Hey, jetzt haben wir den Fels. Und der Fels glatt. Ist das so cool? Okay. Immer noch. Ah, hier ist natürlich noch Gras. Natürlich auch noch mal ein bisschen. So gerne längs Gras, he? So. Gut, dann wäre das schon mal gut. Und jetzt braucht es natürlich Wasser. Jetzt wird es spannend, liebe Leute. Formen, ziehen, drücken. Meißeln, glatten. Jetzt wäre mein Plan nämlich gewesen, dass wir hier vorne, ja, das nimmt jetzt der Felsen wieder weg. Egal, dass wir jetzt hier so wie ein Wasser, so wie ein kleines Seele machen. Ich weiß nicht genau, wie gross das Ding muss sein. Ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Jetzt sind wir da mal Wasser drin. Plumps. Und wie sieht das dann aus? Ist das neu berechnen oder? Oh, jetzt ist das Keg fast zu klein. Zu wenig Wasser und die nutzbare Landfläche ist jetzt zu klein. Komm schon! Ja, also, weißt du was? Dann haben wir hier. Ja, jetzt machen wir zuerst den See genug groß. Das muss nochmal weg. Hund, kann man dir helfen? Heira, hast du es? Geil wäre natürlich auch, wenn der Weg hier runter ging, dass man hier auch unter Wasser dann zuschauen kann, wie sie rumschwimmen. Aber ich glaube, das sparen wir uns auf noch für Tiere, die mehr im Wasser sind. Also gut, ich weiß nicht, das sind ja Flusspferde, also ich glaube, das ist ja viel im Wasser. Jetzt machen wir das Ganze auch grösser da.
So. Dann müssen wir das aber irgendwie noch so gestalten, dass die Viecher auch reinkommen, habe ich das Gefühl. Dann müssen wir alles andere auch wieder anpassen, aber das ist okay. So, jetzt kannst du doch hier reinlaufen und dann schwimmen, oder? Schnell berechnen. Nutzbare Wasserfläche, 100 Quadratmeter. Und 1004. Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht sein. Warte jetzt mal, vielleicht ist das wirklich nicht nutzbar. Kann man da irgendwie glätten? Nicht, das habe ich irgendwo. Also ist das immer noch zu klein? Dann machen wir das Gelände noch einfach ein bisschen grösser zuerst. Nee. Scheiße. Ja. Es ist geil gemacht mit der Steuerung, aber ich komme noch nicht ganz drauf klar. Machen wir das auch massiv grösser. So. Wie sieht's denn aus, Baby? Das ist klar. Hier, 1500 Quadratmeter, nur nutzbare Wasserfläche. Ist schon klar, ist ja kein Wasser drin. Was ist hier einfüllen? Wie sieht das nachher aus? ...100 Quadratmeter. Vielleicht ist es zu tief, vielleicht will ich nur so... ein bisschen Sumpf haben. Wenn ich das mal ein bisschen grösser mache. Nein, das ist Stärke. Ups. Da, Grösse mal ein bisschen. Ist so besser. Mal schauen, was passiert. Ah, voilà, eben. Das war nicht zu tief gewesen. Okay, ziehen, dann mache ich den ein bisschen kleiner. Das außen so ein bisschen glätten. Ich will nur so ein kleines Wasserloch, aber nicht mit den Hurensee. Ich glaube, das ist der Punkt. 303, aber es ist immer noch viel zu klein, Mann! Kann doch nicht sein. Ah, Mann, was tue ich mir da an? Was ist denn, wenn ich jetzt da das ein bisschen so anschaue? Das ist alles noch ein bisschen aufziehen. So ein bisschen. Jetzt da wieder Wasser rein tun. Jetzt habe ich am Grundloch noch nichts geändert. Jetzt wird es wieder weniger. Okay, dann wäre die Höhe wäre eigentlich nicht gut, nicht schlecht gewesen. Aber einfach, es muss noch mehr sein, es muss noch grösser sein. Geht's doch nicht. Jo, in dem Fall haben wir da uns noch ein bisschen Wasser.
macht es überhaupt etwas? Was wird uns da? Ah. Okay. Das war mehr Überschwemmung als ein See. Wie sieht es jetzt aus? Alter, wie viel Wasser wollt ihr? Ja gut, eben, Flusspferd ist Flusspferd. Oder ist das falsche Wasser drin? Muss ich aufgewühltes Wasser? Ist das besser? Nein, ändert nichts. Die Flusspferde machen mich wahnsinnig. Ist echt das im Escobar so gegangen? Mit seinen Hippos. Ich weiß halt nicht, wie tief das Wasser muss sein. Das ist irgendwie so ein bisschen schwierig abzuschätzen. Das ist wirklich so ein Ausprobieren. Komm. Wow. Wow. Ja, es bringt nichts. Wir müssen in die Richtung, sonst wird es gehegt. Wir müssen in die Richtung noch erweitern. Hey, wie viel Wasser braucht das Nilpferd? Der Name ist auch mal berechtigt. Was ja eigentlich noch Sinn ergibt. Aber gleich. Und wir haben auch im Sinn, die Dinge zu züchten und noch mehr zu machen. Jetzt geht es einfach da langsam Kohle aus, habe ich das Gefühl. So. Jetzt machen wir das einfach alles nach Wasser. Wenn wir den gross haben. Was drin ist. Jetzt hätte ich das gerne glätten. Das kann doch nicht sein, jetzt haben wir doch viel zu viel. Jetzt haben wir einen Hurensee. Hier ist sicher wieder. So, jetzt haben wir aber einen Hurensee. Gut, das geht, he? Für zwei so riesen Viecher. So, was meinst du, Rüdu? Oh Mann! Wie viel Wasser braucht das Viech? Ah, come on! Es gibt wieder so eine lange Folge wegen dir. Ah, hier kommt ja aber direkt auf die Zoopedia, das ist gut zu wissen. Gelände, Wasser weg. Müssen wir es dann wieder ein bisschen glätten, oder? Aber was ist das Problem? Hier noch ein bisschen lüpfen. Wird es nicht besser? Ui. Okay. So, wie sieht es jetzt aus? Berechnen. Genau gleich wie vorher. Ja moin! Gut, dann muss einfach mehr oder weniger das halbe Keg aus Wasser bestehen. Hier auch noch so ein bisschen
Dann noch so einen Einstieg formen. Ah, jetzt ist das Keks. Ah, Mann. Oh, weißt du was? Dann machen wir doch vielleicht die Wasserkante ein bisschen tiefer. Ist das dann okay? Da ist wieder zu wenig Wasser. Ah, ich drehe durch. Ich drehe wirklich im roten Bereich. Ja. Dann machen wir auch die Egel noch als Hügel. Das ist Mühe weniger Wasser. So ein klein haben hier. Ja, wie wär's? Nee, jetzt muss ich zuerst das Wasser vornehmen, gell? Ja, klar muss ich zuerst das Wasser vornehmen. Dann machen wir hier so ein kleines Hügel. So, dann machen wir die Wasserkante hier. Und jetzt bitte. Bitte. Ja! Ja, geil. Gut, also. Es hat jetzt einfach eine ganze Folge gedauert. Unglaublich. Gelände. Hier, malen. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Felsen, weil das hat jetzt wieder alles geändert. Aber dann können wir hier. Boah, der Pinsel ist gross. That's what she said. Ah, oh, das stimmt schon. Nice. Okay. Und ich glaube, wir bauen in der nächsten Folge weiter. Sonst gibt es wieder viel zu lange Folgen, die niemand schauen kann. Und das ist ja auch nicht, kann ja auch nicht die Idee sein. Aber schau mal, die Hypos kann man an. Oder steht die für das Trinken an? Nein, die haben Freude an den Hypos. Ich glaube, das Bänkchen hier kann ich gut entsorgen. Das ist noch im Weg, da hockt eh niemand her. Da geschieht eine Spendenbox her. Weißt du, was wir noch schnell machen? Wir gehen schnell die anderen Hypos rein. Was ist hier? Spieler auf Besuch, Alex! Hey Alex! Nice! Das ist ein anderer Spieler, also ein real anderer Mensch, der mich so anschaut. Okay, Tierhandel. Da, die zwei haben wir noch. Die tun wir noch über. So. Dann warten wir noch schnell, dass die ankommen. Ja, ich weiss, du bist nicht so zufrieden. Aber dieses Cake machen wir in der nächsten Folge schön. Versprochen, Brudi. Und du bekommst jetzt auch weiblichen Besuch. Okay, wir gehen wieder. So, wie sieht es aus? Unsere zwei Übel sind da. Und stehen ineinander hin. Nice. Okay. Wollt ihr mich schnell noch ein bisschen fortbewegen, auseinander raus so? Ist der gerade im Scheißen? Nein, jetzt hat wieder einen Screenshot gemacht. Das wäre ein Thumbnail geworden. Oh moin. Also, warte. Hier. So, los geht's Thumbnail. Nice. Gut. Wow. Fast vertrampelt. Hey, aber die Leute feiern es. Gut. Wo ist das dritte? Es ist im Wasser. Oh, ist im Paddeln. Hallo. Ah, nice. Ah, das Spiel ist geil. So. Weißt du was, wenn das Zug jetzt hier rausläufst, dann machen wir. Krankes Tier entdeckt. Hey! Warte, bleib stehen. So, ich will noch schnell. Das Thumbnail machen von dir. So. So. Und dann. Lächeln! So.
Und ich habe gesehen, ein krankes Tier haben wir und wir müssen das Kegel ausbauen, weil denen geht es da noch gar nicht gut. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Und ich werde das Ganze irgendwie ertragbar machen vom Zeitrahmen her. So. Auf jeden Fall sage ich merci vielmals, habt ihr wieder eingeschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, das Video teilen mit euren Freunden, euren Grossmüttern, Verwandten und Nachbarn und könnt ihr mal den Cops anrufen, ob sie meine Videos schon gesehen haben. Nein, macht das lieber nicht. Auf jeden Fall sage ich merci vielmals und bis gleich. Wir sehen uns morgen, gleiche Zeit, gleicher Ort. Ah ja genau, die Zeit hat sich geändert. Die neuen Videos kommen jetzt immer am 8. Immer am 8. Ich habe nämlich gesehen, dass die Schlingel dann am aktivsten seid. Business, du weißt. Nein, wir sehen uns morgen am 8. Bis gleich, Timochi. Ciao.